Haut 7. Sonntag am Johresgräß begräßen ich aus der Kirche von Habst, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habst, Kantor aus den Ender Vio, Organist als Solist den Abbé Joel Santach, Organistin auch Katharina Strasdova. Nur der Urgel Improvisation sangen wir nun jauchzt dem Herrn, Kyrie, lobe den Herrn meine Seele, laisserons-nous, Saint le Seigneur, Agneau de Dieu, an als Schlusslied Notre-Dame de la Terre. Durchel spielt bei der Kommunion aus kleine Präludien und Fugetten vom Bach, an als Aufschluss Sortie en mi bémol vom Lefebvre Veli. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Habst an der Kirche. Alle alle gut, die da über die Medien ma deis verbunden sind. Wir schreiben haut den 20. Februar. Haut, für genau 344 Jahre, den 20. Februar 1670, als Mutter Gottes, Maria, Mam vom Jesus, Trägstrin am Lied, zu Patronisch vom Herzogtum offiziell für Lützeburg erwählt gehen. Sind daher verehren wir sie als Patronisch von unserem Land. Dafür denken wir heute speziell auch an sie, an den Beneidsfilm hier all das in der Breden, was uns wichtig ist, was uns Leben ist, was uns heilig ist. Als Schicksal, als Leben, als Zukunft, als Familie, als Leid, als Kirche, als Gesellschaft, die Wohlergehen vom Land, der Frieden, Frieden an Europa, besonders Frieden zwischen Russland und der Ukraine, Frieden an der ganzen Welt. Aber beten Sie, dass Sie bei Christus Ihrem Jung interveniert, wie das hier heißt, sei Segen als ein Trost kann schenken. Grüß mal Sie zusammen, lo beten wir mal den. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Trösterin der Betrübten, bitte für uns. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all eis Schuld no losen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen. Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen, damit wir reden und tun, was dir gefällt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen machte Saul sich mit 3000 Mann ausgesuchten Kriegern aus Israel auf den Weg und zog in die Wüste von Ziph hinab, um dort nach David zu suchen. David und Abischai kamen in der Nacht zu den Leuten Sauls, und siehe, Saul lag mitten im Lager und schlief. Sein Speer steckte neben seinem Kopf in der Erde, und rings um ihn schliefen Abner und seine Leute. Da sagte Abischai zu David: Heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen Speerstoß auf den Boden spießen. Einen zweiten brauche ich nicht dafür. David aber erwiderte Abischai: Bring ihn nicht um, denn wer hat je seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erhoben und ist ungestraft geblieben? David nahm den Speer und den Wasserkrug, die neben Sauls Kopf waren, und sie gingen weg. Niemand sah und niemand bemerkte etwas, und keiner wachte auf. Alle schliefen, denn der Herr hatte sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. David ging auf die andere Seite hinüber und stellte sich in größerer Entfernung auf den Gipfel des Berges, sodass ein weiter Zwischenraum zwischen ihnen war. David sagte: Seht her, hier ist der Speer des Königs. Einer von den jungen Männern soll herüberkommen und ihn holen. Der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Obwohl dich der Herr heute in meine Hand gegeben hatte, wollte ich meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Wort des lebendigen Gottes. Einander, wie ich euch geliebt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut auch ihnen. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr Gutes denen tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft,
welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzubekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückerhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wien geht nicht gern geluft. Es geht gut, wenn ihn unerkennend wieder und uns riecht. Wir sind froh über das, was uns abbaut, an unserem Handeln bestätigt. Manner gefällt es, wenn wir auf uns Schwächen, Fehler oder Notlässigkeiten hingewiesen gehen. Das will man eigentlich nicht hören. Aber mich das verdrüsserlich oder Rosen. Da wechseln wir lieber Thema. Wenn wir lo hören, liebet eure Feinde, bei dem Satz ergeht es ähnlich. Als Feinde gern, das kann doch nicht sein. Das Wort vom Jesus hat Provokationspotenzial an sich. Und es fällt uns schwer, es zu akzeptieren, geschweige nach zu beherzigen. Die Feinde gern, passt das überhaupt an uns Zeit? Wir erleben so Menschen, die einander verletzen, die andere mobben oder von der Arbeitsplatz schießen. Da gehen Gerüchte an die Welt gesagt, da reden Leute sich gegenseitig schlecht. Da wird Vertrauen missbraucht, Menschen vergießen sich und anderen, üben ungerecht Mord und Gewalt aus. Abbrich holen zu, immer mehr Leute tun Angst und trauen sich nicht mehr länger auf die Straße, wenn es düster geht. Ganz zu schweigen von politischen Aggressionen, die Krieger unzetteln, an über Millionen Menschen Terror, Tod, Angst, Elend und Not bringen. Kann ich bei diesen Tatsachen aller guten Lohn Feindschaft, Feindesleid kommen, an die auffordern? Als Feindesleid nicht eine total Überforderung, an überhaupt lebensfriem, a weltfriem. Die Adressaten von Jesus sind die, die schon einen Zugang zu ihm haben, Christen. An die wissen, sing wieder will nicht an erster Stelle lieber nett sein, der Jesus als kein Kuscheldeier. Mit durch sie soll Gott als sein Reich, Gottes Reich, und Profil gewannen. Recht auf dem Hintergrund geht es denkbar, die Paradoxforderungen von Jesus umzuholen und umzusetzen. Wann immer Beis weh tät, wie schwer ist es dann, ihm zu verzeihen? Und noch mehr schwer, und auch nach gern zu haben. Das ist quasi unmöglich, wenn ihn nicht mehr auf seine eigene Kraft setzt. Sein Gegner gern haben, dafür braucht es solid Beistand von Oben. Das Übermaß vom Guten, das vom Herrgott ausgeht, soll das Eidelt, was man am Feind entdecken, abfüllen, an das Fraglicht und ihm hehlen. Wie ein Gebot von der Feindesleid verwirklicht, geht dem nur ein klares Zeichen. Heiers Gott Wirk. Da geht es nicht mehr darum, eine Feindschaft zu beendigen, da geht Gott ganz konkret erfahrbar, als die unendlich, unmöglich lebt, die sich über alles wegsetzt. Die Feindesleid hat ihren Höchstpunkt dafür am Kreuz von Jesus. Du wendet der Mensch sich ja total auf vor Gott, am mischt Gott tot.
Ma grad am Kreuz können lebt vor Gott für de Sünder zu ihrem Höchpunkt, wann de Jesus biert, Pap, verzeih ihnen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Leif Matchristen, als ein Evangelientext riecht sich lo un eis Adress. Und eis riechte Jesus sich, wann seht, liebet eure Feinde. Da das dat revolutioniert als enger Botschaft, dass er dazu opfordert, Sachen zu machen, die Menschen von sich aus nicht so selbstverständlich gingen machen. Weil so wäret für drun geleiert gin, an so als doch bis dahin gehandhabt gin. Den Feinden sollst du hassen, schlo den nieder, den dich für dich geschlagen huet. Besteh ob dein Recht, ersetz dich durch, als ihr Schuss zu denen gut, die gut sind mit dir. Nein, sagte Jesus, das ist der falsche Weg. An so gut war viel Leute, die Weg anschlagen, schlo du nicht an. Wähl einen anderen Weg. Verhal dich ernst, aber wenn es sein muss, schwamm gegen den Strom. Sprang über dein Schild. Mein heimigs Pastor hat einmal zu mir gesagt, und das Verhal nicht ewig. Wenn ihn da etwas zu leid steht, ja doch, holt Revanche. Mir holt Revanche am guten Sinn, und machet besser wie hien. Die Feinden gern gehört zum neuen Gebot, das Jesus gibt. Dank denen Gutes, die ich hassen, sehnt, die ich verfluchen, güff ohne Hanna Absicht. Eng oprichtig lebt zu Gott, meinte Jesus, äußert sich auch an der Lebt zum Nächsten am Extremfall. Lebt drängt er nur, sich auch do Matzedelen an zu verschenken. Lebt das mehr groß wie all Gesetz. Hummer de Courage für einer Maßstab an Kriterien wie die Welt eis firget. Dann werden wir das Gesicht von der Welt verändern. Lief alle gut, wir kennen den Spruch, engem de Wand aus de Segeln holen. Das heißt, ich bitte ihm kein Ugriffsflächen, sodass er nicht Rose muss gehen. Weil Gewalt trifft gegen Gewalt auf hier. Roserei fördert weiter Roserei. Domat give Konflikt sich nach viel mehr heischaukeln an Zuspitzen, sodass Ende Hass opkäm, a ke Friede mehr ersicht wird. Für so gesehen, dem anderen de Wand aus den Segeln zu holen, braucht viel Krempes, Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin. Da muss ich eine kühle Kappe halten und darf mich nicht von Aggression, vom Donnerwider leden lassen. Das ist das Schwerste. Und dann sich an der Vis-à-vis herabversetzen, sein Standpunkt verstehen, an den Überraschen mit dem, womit er nur absolut nicht gerechnet hat, nämlich eng friedvoll Haltung. Ihm so de Wand aus de Segeln holen, dann ist sie platt, verblüfft, über das Anti-Roserei-Strategie. Dann weiter überlegen, einen Schritt an die friedliche Richtung machen. Das wir Diplomatie vom Jesus. Liebe Leute, wir gehen auch nach aufgefordert, barmherzig zu sein. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Barmherzig sein heißt, ernst handeln wie Gemengerhand auf Welt. Der Blick von sich weg, ob den anderen richten. Ein von den sogenannten Wirker von der Barmherzigkeit ist, Kranker besichen. Vielleicht könnte man ja trotz Corona-Zeiten besichen gehen, die schon mal lang krank ist. Beim Krankenbesuch geht es in einer anderen drum, dass sie nicht die ganze Zeit allein muss sein. Du macht da gelacht, gekrascht gehen, du wird wo Freier erzählt, vom Obernof vom Leben, wo Kanner erkannt Kanner, vom letzten Urlaub oder von der letzten Visite beim Doktor. Kranke Bett kennt oft das ganz Leben zur Spruch. Ein kranke Besichen heischt hier ermuntern an begleden. So geht Barmherzigkeit haut. An der Ordensregel vom Heilige Benedikt fanden wir ein wichtiges Leitmotiv: Moos halen.
Ein gemeinschaftlich Leben wie am Kloster oder an der Familie, an der WG, das kann nicht mehr funktionieren, weil jeder sich mäßigt, am Moos hält. Das betrifft alle Bereiche. Schaffen, Bierden, Schweigen, Mahlsichten, den Besitz, Decisionen holen und so weiter. Alles an der richtigen Moos an Dosis. Nun mal in dem Jesus in Forderungen sehnen die heißt verfluchen, denen gehen die etwas frohen, de Berg durchhalle, wenn man geschlagen gehen, als maßlos gucken oder zumindest als kaum umsetzbar oder sogar unmöglich. Hat der Reichskanzler Bismarck nicht gesagt, mit der Birchpredigt als keine Politik zu machen. Korrekt. Der Jesus hat ja nicht als Parteifunktionär, mehr als Erleser gepredigt. Na well bleibe sein Aussprüch ein Defi, und manchmal geben sie lieber ignorieren, wie sie umzusetzen. Wir wie dann den Teufelskreis vom Bösen durchbrechen. Wichtig als der Schluss vom Evangelium. Nur dem Moos, mit dem dir moost, wer doch ich zogen muss gehen. Und dat, wird dat eigentlich Moos as, liebe Brüder und Schwestern, wird all anderes zusammenhält, als letztlich Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nicht draffachen, mehr barmherzig sein. Weil wir selber sind all drauf angewiesen, Barmherzigkeit geschenkt zu kriegen. Barmherzigkeit von Gott, aber Barmherzigkeit von unseren Mitmenschen. Sie soll Moos sein, mit dem wir müssen, agemoos gehen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus hat uns ein grenzenlos, all Menschen umschließend lebt, viel gelieft. Zu ihm dürfen wir beten. Für eis Kirch, eng barmherzig, glaubwürdig Begleitung an der Lebt für all die, die ob der sich nur dir sind. Christus heia eis. Für die Politiker, besonders an Russland, an der Ukraine, aber auch an der NATO, dass sie bemüht sind, sich mit allen Mitteln für den Frieden an Osteuropa anzusetzen. Christus heia eis. Es war den 20. Februar 1678, also für rund 344 Jahre, wie Maria Trägerin am Lied zur Patronisch von unserem Land ausgewählt gouf. Wir beten für unser Land, dass man Vorbild von Maria so leben, wie es an einem französischen Muttergotteslied heißt: Cherchez avec moi dans nos vies le pas de Dieu, Vierge Marie. Christus heia eis. Für unseren Bischof als ein engste Mitarbeiter, die dieser Tag zu Rom beim Papst waren, dass sie mit Courage ihren Dienst an der Kirche von Lützeburg verrichten. Christus heia eis. Für uns, die wir hier versammelt sind, die Kraft und die Bereitschaft, auch diejenigen gern zu tun, die uns Unrecht gemacht haben. Christus heia eis. Herr Jesus Christus, du encouragierst uns, als Leben am Licht von deiner Barmherzigkeit zu gestalten. Wir loben dich bis an all Ewigkeit.
Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Allmächtiger Gott, in der Feier der göttlichen Geheimnisse erfüllen wir den Dienst, der uns aufgetragen ist. Gib, dass wir deine Größe würdig loben und preisen und aus diesem Opfer Heil empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen ist der Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung uns das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Trösterin der Betrübten, dem heiligen Josef, deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir bitten heute speziell für Madame Aldin Arnoldi Kommes, die gestern begraben gehen ist. Für Jean und Anna Scholer-Schilz, für Ernie Scholer, Stiftung für den Pastor Albert Fisch a Familie, für die Verstorben von den Familien Biver, Espen, Faber, Körperich, Nero, Notum, Pauli, Schilz, Schweigen, Simon, Wohltäter. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Der Herr hat seinen Aposteln den Frieden verheißen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist, der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Getreuer Gott, du hast uns das heilige Sakrament als Unterpfand der kommenden Herrlichkeit gegeben. Schenke uns einst das Heil in seiner ganzen Fülle. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Habst. Den nächsten Sonntag über Dromatmas von Dummelding. Und los schalten wir zurück an den Studio.